Guten Abend und grüße euch miteinander zum heutigen Panorama. Wir haben die 3 folgenden Themen für euch in der Sendung. Der Abfahrtssieg von Franjo von Almen, Stage Up Award 2026 und die Giesbach-Session mit dem Philipp Fankhauser. Ein Monat nach der verheerenden Brandkatastrophe ist das Skiweltcup-Wochenende in Gros Montana unter besonderen Vorzeichen gestartet. Aus Schweizer und aus Berner Sicht ist sportlich sehr gut gelaufen. Am Samstag beim Super-G hat Mallory Blanc auf der Heimstrecke ihren ersten Weltcup-Sieg einfahren. Gestern hat Franjo von Almen eine fast perfekte Fahrt bei der Abfahrt gezeigt und die Konkurrenz um 65 Hundertstel distanziert. Wir nehmen euch nochmal mit in diesen ganz speziellen Skitag. Cool, wenn man natürlich von letztem Jahr die Leistung bestätigen kann und irgendwo nachdoppeln kann. Ja. Das ist eine Piste, die mir tatsächlich liegt. Ich mag das Schleichen, das Tempo behalten, aufbauen. Von dem her hatte ich ein gutes Gefühl. Ja. Ja, ich bin vielleicht nicht auf meinem 100% gefahren. Im Kopf habe ich schon gemerkt, dass 1% zurückbleibt, aber das ist genau gut. Das war eigentlich mein Plan und deshalb, ja, ich war sehr zufrieden. Ja, jetzt geht es nach Hause, 2 Tage gut erholen und ja, ich glaube, wenn man an die Olympischen Spiele kann und dort um Medaillen kämpfen kann, dann hat man immer Energie. Ja, es war eine schwierige Saison bis jetzt und jetzt zu Hause so ein Resultat zu fahren tut gut. Der Schnee kommt mir sicher entgegen, ist kompakt, aggressiv und ist einfach eine Strecke, die du viel Position fahren musst und fein Skifahren und das liegt mir. Skifahren ist gut, ich fühle mich gut körperlich und wenn es so läuft und so eine Stimmung herrscht, ist es natürlich unglaublich cool. Nächstes Wochenende steht schon der Abfahrtfinale bei den Olympischen Winterspielen an. Der Kanton Bern ist sehr bekannt für seine Stärke im Wintersport, wird aber oft ein bisschen unterschätzt, wenn es um die wirtschaftlichen Innovationen geht. Mein Kollege Jannik Müllemann hat dem auf die Spur gehen und ist bei der Stage Up 2026 dabei gewesen, wo eine Jury junge Unternehmen genau unter die Lupe nimmt. Also unsere Projekte sind wieder ganz breit gestreut aus verschiedensten Bereichen, mit einem gewissen Schwerpunkt natürlich an Bereiche, die nahe einer Hochschule sind. Das ist natürlich MedTech, das ist ICT, also Technologie, Wirtschaftsinformatik. Wir haben aber auch aus dem Cleantech-Bereich Projekte, über 50, und wir sind heute dabei, diese 50 zu selektieren auf die besten 12 Projekte. Genau, das heisst, nach diesem spannenden Tag geht es weiter für ca. 12 Teams. Und es geht weiter mit Workshops. Wir werden Workshops anbieten, aber auch Coachings, also 1:1 Coachings, wo sie wirklich personalisierte Empfehlungen werden bekommen, dass sie uns nachher wieder ein Businessmodell liefern. Und die Businessmodelle werden nachher wieder von unseren Experten, Expertinnen beurteilt. Und die Idee ist nachher, dass wir von diesen ca. 12 Projekten die 5 besten wählen können. Und die kommen nachher zum Finale bei der Award Night in Bilbeli am 19. Mai. Und zum Schluss entführen wir euch in die Welt der gehobenen Hotellerie und vom Blues. Der Philipp Fankhauser hat sich an der Giesbach-Session im gleichnamigen Grand Hotel mit einem neuen Album zurückgemeldet. Mehr dazu im Beitrag von Patrick Schmid. Wir sind natürlich der Regionalität verschrieben. Wir haben heute in der Vorspeise zum Beispiel den Meiringen Frischkäse in einer Zigarre hausgemacht, frisch gemacht. Nachher haben wir einen Truthahn 1,8 Kilometer Luftlinie von hier entfernt. Wir versuchen, möglichst viel aus der Region rauszuholen. Sei das auch mit einem Barkonzept, wo wir fast nur Schweizer Spirituosen auf der Karte haben. Wir haben nur Softgetränke aus der Schweiz. Das ist uns ganz wichtig, dass wir dort möglichst auf Grosskonzerne verzichten können und mit lokalen Produzenten zusammenarbeiten können.
Für uns ist ganz klar, wir suchen nur die Sachen aus, wo wir keine Kompromisse in der Qualität machen müssen. Gehen dort auch einen teureren Preis ein, wenn das sein muss. Aber man muss manchmal kreativ sein, aber das macht auch Spass. Ich war schon auf einer Schulreise mal da vor 50 Jahren wahrscheinlich. Das war das erste Mal. An einer Hochzeit. Vielleicht bin ich da 30 gewesen. Und nachher hat es angefangen mit den Giesbach-Sessions und wir waren die Ersten gewesen. Das ist, glaube ich, einfach jedem Musiker sein Traum, einfach an so Orten zu spielen. Und auch das Publikum kommt, die ganze Stimmung, das ist wunderschön. Man hat doch gewissen Respekt vor diesen Räumlichkeiten und das einfach mit Volumenorgien den Raum zu plagen, das machen wir nicht. Und je weniger man spielt, je schöner ist es eigentlich. Wir haben ein Album hier aufgenommen im 2022. Wir wollten eigentlich hier proben und dann hat der Gitarrist damals, der Marco Iancarelli, gesagt, warum nur proben, wir nehmen es doch gleich auf. Und wir haben eigentlich tatsächlich auch den Raumklang mitnehmen und effektiv, was man gehört, ist das, was wir gespielt haben. Das ist etwas ganz Schönes. Wir sagen das auch in einer Einzahl im Deutsch und im Englischen ist es eine Mehrzahl, also «these blues». In meinem Fall kommen die irgendwo hinter den Rippen führen. Und das Thema Appropriation ist ja etwas verhältnismäßig Schwieriges. Gerade in dieser Musik, ich habe versucht, eigentlich das Leben lang nicht Musik aufzunehmen, die mit mir nichts zu tun hat. Also irgendwie zu sagen, oh, I'm down in the Delta and I'm picking cotton all day. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Wenn man mal in dem Mississippi Delta war, und ich war relativ viel da, oder in Chicago oder in New Orleans, es ist nicht nur schön. Ja, die Musik, das ist so ein Mittel zum Überleben auch für echte Leute. Also einerseits emotional, aber halt einfach auch finanziell. Tröstlicherweise habe ich das Gefühl, dass das Emmental und das Mississippi-Tal recht ähnlich ist. Einfach so, die Hautfarben sind ein bisschen anders. Sie sind so unikat. Ich glaube, das Emmental sind wirklich unikat, die Leute, die dort leben. Und ich bin ja kein Emmentaler. Ich habe einfach Heimatort in Trub. Ich habe ja in den USA, wo ich gesungen habe, den Leuten viel über den Emmentaler Käse erzählt und wie das genau funktioniert. Man nimmt einen grossen, viereckigen Käse, geht auf den Berg rauf, rollt ihn runter, bis drunter ist er rund und dann werden die Löcher rausgeschossen. Und das, was man rausschiesst, das ist das Gute. Und der Rest, nämlich der Käse mit den Löchern, den schickt man dann nach Amerika. Das haben wir nicht essen quasi. Und ja, einfach so Geschichten, das haben die irrsinnig gefunden. Und Geschichte ist eigentlich das Wichtigste in dieser Musik. Mit dieser schönen Geschichte entlassen wir euch in den Abend. Wenn ihr mehr erfahren wollt zu den heutigen Themen, schaut vorbei auf plattformj.ch oder in unserer App. Jetzt erzählen euch meine Kolleginnen und Kollegen, wie sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickelt. Merci vielmals fürs Einschalten und einen schönen Abend zusammen. Ganz herzlich willkommen zum aktuellen Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Am Morgen hat uns teils noch Nebel beschäftigt. Der Tag durch ist es dann aber ziemlich sonnig geworden, bevor dann gegen einen späteren Nachmittag wieder mehr hohe Wolkenfelder aufgekommen sind. Ausgehend von einem Teiltief über Nordfrankreich erreicht uns in der Nacht auf den Dienstag eine Störung. Am Nachmittag schwächt sich dann die Föhnströmung zunehmend wieder ab. Am Dienstag starten wir mit einem Mix aus Wolken und Sonne. Richtung Jura kann es auch noch einzelne Tropfen mit dabei haben. Sonst aber der Dienstag eher auf der trockenen Seite. Zum Start den Tag haben wir es so um die 1 bis etwa 2 Grad. Im Oberland hier ist es föhnig, die Temperaturen sind dort deutlich höher. Auch am Nachmittag merkt man das dann bei den Temperaturen. Meiringen zum Beispiel dann etwa 10 bis 11 Grad mit Föhn. Und am Nachmittag ist es dann grundsätzlich trocken. Mix aus Sonne und Wolken. Auch dann Temperaturhöchstwert im Mittelland so um die 8 Grad. Dazu haben wir dort noch einen schwachen Südwestwind auf den Bergen. Die 0-Grad-Grenze auf etwa 2000 Meter. Dazu kommt aber ein mäßig bis starker bis Südwestwind. Es geht ziemlich eintönig weiter. Mittwoch haben wir einen Mix aus Nebel, Wolken und auch Sonne. Föhn ist dann fast nicht mehr mit dabei. Sonst haben wir dann am Donnerstag wieder einen Tag, wo es recht sonnig wird. Am Freitag wird es dann mit einer Störung mal wieder nass werden. Viel kommt aber auch dann nicht oben runter. Temperaturen
so um die 6 bis etwa 7 Grad. Soviel zum aktuellen Wetter. Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.